Jeder von uns hat wohl so Reizworte, die ihn sofort ob die Palme bringen. Uns Kollege, der als Forken Schum für sie Schumstoff Mul hat, kann sie kaum unter Kontrolle hören, wenn ein ob die Nähe Entsorgungsverordnung anschnackt. Schönes Wort. Der ist nämlich, sieht bummelig Vätern-Dorge in Kraft und uns Werner sieht dem in Range. Das letzte Wort hat Werner Mommsen. Sag mal, habt ihr eigentlich einen Handschen mit Heizung da binden oder so Blinkshow hier? Also, dann wisst ihr hoffentlich, dass ihr den nicht nur einfach so in eine Tonne kloppen dürft. Nee, das ist Sondermüll. Das muss noch so eine Recyclinghof hin. Also, das gibt nämlich seit dem 15. August eine Nähregelung von das Elektronikgesetz. Überall, wo nu so eine Mülltonne durchstricken ist, ne, darfst du den nicht mehr wie erwischen loten, wenn du das unversehen wegschmieden deißt. Am besten bringst du all das, wo eine Lampe binnen ist oder ein Kobel innen ist, glickswöller zu den Händler trüch, wo du das köft hast. Also, vorausgesetzt, du weißt noch, wo du vor 30 Jahren den Alibert-Schrank holt hast, ne? Trüch nehmen mit die Händler das aber bloß. Also, wenn die mindestens 400 Quadratmeter Elektrochroms in Laden habt und das Ding die Kantenlänge von 25 Zentimetern nicht überschritten deit. Also, und ganz ehrlich, kein hätte sich das denn nur wohl gedacht, oder? Muss ich jetzt so einen Inkopen Vermessungstechniker mitnehmen, oder was? Ich weiß, wie mögt was für die Umwelt tun, ey? Aber das ganze Sammeln, das macht mir langsam Angst. Ich mein, früher wird das einfach. Du hast so zweimal die Wecke den Sack mit Müll rübergebracht. Von dort, da musst du doch Abfallwirtschaft studiert haben, um das ganzen Abfuhren zu organisieren und da wie keine Fehler zu machen, oder? Also, ich mein, wie denkt doch mehr darüber nach, wo wir den Müll loten können, als den zu vermeiden? Ich meine, das ist doch moderner Ablasshandel, oder nicht? Da gibt ja Lühe, die wohnt gar nicht mehr in der Wohnung, damit die mehr Platz zum Sortieren habt. Ehrlich, und ständig ein schlechtes Gebeten. Wenn ich zum Beispiel so einen Briefumschlag mit so einem Kunststofffenster krieg, ne, du krieg Panikflecken, weil ich nicht weiß, wo die hinschall. Traf ich den unsortiert in Altpapier tun oder ruiniere ich denn die Zukunft von meinem Enkelkind? Da will ich doch nicht. Oder so ein Joghurtbecher, nehmen wir mal an. Ne, also der will ja Wöllerbohren werden, das will ich. So, dafür muss die sich waschen. Reckt jetzt eine Kattenwäsche, muss die duschen, darf die Kappen abblenden, ich weiß das nicht. Da muckt mir Angst, Fragen über Fragen. Ne, guck mal, Millionen von Menschen, die kümmern sich jeden Tag um ihre Blumen in Fürgarten, ne? Aber du süßt nicht mehr, weil du 5 Tonnen fürst tun. Was? Ich mein, wenn wir so viel Zeit für den Müll sortieren haben, ne? Und vielleicht links mal bei den Inköpen darüber nachdenken können, da das, was wir da Hand habt, auch weil er weg muss, dann haben wir wirklich weniger Müll. Also, denkt doch mal an. Das gibt mir du. Gespannt, wann Hesig wer inkriegen kann. Aber nu